Ja, also, das sind Newcomer-Hits. Wir werden natürlich später noch Empfehlungen rausgeben von Matthias. Also, Jana, du wirst auf jeden Fall deine Frage beantwortet bekommen. Jetzt erstmal zu meiner Frage. Das sind Newcomer. Wie treibt man solche Leute auf? Wie findest du solche Menschen? Man kann sich ziemlich lang und tief im Internet irgendwie eingraben und neue Bands suchen und neue Bands entdecken, auf Musikblogs und so weiter. Da findet man halt so tolle Bands wie Isolation Berlin. Und bei El Guni ist es irgendwie was anderes. War auch schön, das sind zwei sehr unterschiedliche Beispiele. El Guni kommt aus dem Umfeld von Moneyboy, den man wahrscheinlich auch noch kennt. Und ich finde das, was er macht, sehr spannend und er hat irgendwie seine nice eigene Sprache entwickelt. Wie alt ist der? Der ist 20. 20 Jahre. Sieht ja ein bisschen jünger aus, ne? Ja, sieht jünger aus, aber er ist 20 und hat einiges drauf schon. Wir haben es auf jeden Fall sehr gefeiert. Also ich höre die ganze Zeit schon Pow, Pow, ja, Pow, Pow. Ist auch ein Ohrwurm auf jeden Fall. Du hast was mitverantwortlich dafür, dass auch so Bands wie Annen-Mai Kantereit auf der CO Pop spielen, dass die jedes Jahr gepusht werden. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Die begleiten wir tatsächlich schon seit 2013. Da haben sie ein Konzert im Chic bei Chic CO Pop gespielt. Also das ist unser Mini-Festival, wo im kleinen Modeläden im belgischen Viertel Bands bei freiem Eintritt spielen. Da haben sie gespielt, dann ein halbes Jahr später bei der Cologne Music Week im Stadtgarten, dann danach den Sommer schon im Gloria und haben es ausverkauft. Also von Anfang an mit begleitet und immer untergebracht, genau. Wie findet man denn solche Bands? Also wie wird man auf Annen-Mai Kantereit aufmerksam, bevor es andere Leute werden? Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, immer ein bisschen Instinkt, aber auch sehr viel Glück. Also man hört die vielleicht oder irgendwer, natürlich läuft in Köln sehr viel auch über Mund-zu-Mund-Propaganda und irgendwer empfiehlt einen eine Band und dann hört man das und überlegt, so könnte das was werden und dann merkt man irgendwie schon aus dem Umfeld, dass sie es auch geil finden und dann kriegt man so ein gutes Gefühl dabei und macht es halt einfach. Wir haben auch noch Bands jetzt im Laufe der Woche da, also immer fleißig einschalten. Wir haben zum Beispiel morgen Big Baller Mike da, der hat jetzt nichts mit der CO Pop zu tun. Warum spielt der eigentlich nicht auf der CO Pop? Nein, also wir haben noch Golf da und wir haben Thyssen da und wir haben am Freitag noch Honig da. Das sind alles kleinere Bands oder kleinere Künstler. Sind da welche dabei, wo du sagst, die können noch was werden oder wo du sagst, da bist du noch nicht so sicher? Also bei allen drei, die du gerade aufgezählt hast, könnte schon aus allen was werden. Also Golf haben ein ziemlich gutes Alleinstellungsmerkmal, weil sie so ein bisschen, weiß nicht, die Art, wie sie singen, ist so sehr eigen, finde ich. Und die Texte sind ziemlich gut, aber auch nicht platt. Und machen gute Videos und haben eine schlaue Marketingstrategie. Also dazu, wie bei den Global Warmers, dass man eben in einem bunten Outfit hier umreist und mit einem Delfin am Start ist. Man muss halt irgendwie auffallen und es gibt sehr zahlreiche Möglichkeiten für. Zahlreiche Möglichkeiten. Das sind jetzt alles noch Newcomer-Bands, du hast aber auch so Stars da, wie den Tom O'Dell, den William Fitzgerald, den Fitzsimmons. Muss man sich da auch gewisse Star-Allüren anhören? Gibt es da ganz krasse Stories, die du jetzt mal hier aus dem Nähkästchen uns erzählen könntest? Wenn man so einen Rider bekommt, dann ist man am Anfang immer so ein bisschen baff, weil da teilweise Sonderwünsche drinstehen, wo man denkt, Alter, ist das denn ernst? Im Nachhinein merkt man immer, dass die Künstler selber eigentlich total entspannt sind und dass es nur irgendwie am Anfang so kommuniziert wird, damit halt irgendwie sie schon irgendwie ein Mindestmaß an Komfort dann bei der Show haben. Aber es wird immer höher gehangen, als es dann letztendlich ist. Tatsächlich krasse Star-Allüren hatten wir noch nicht. Was sind so die Beispiele, die du zumindest so als fast krasseste nehmen würdest? Ja, es gab schon Künstler, die wollten in ihrem Backstage-Raum irgendwie schwarze, weiße Luftballons, Bügelbrett, Schachbrett, Spiegel, Staffelei, Essen zum Bus einladen, zum Bus ausladen und so weiter. Also so wie die Global Warmers wahrscheinlich auch. Was waren eure Wünsche? Auf jeden Fall ein Kasten Bier, eine Flasche Whisky. Und ganz viele Wassermelonen. Ein Pool, Billardpooltisch. Ja, und unser Backstage-Bereich muss immer den gleichen Grundriss haben, vor allen Dingen. Das ist auch wichtig. Ja, also ein super interessantes Thema. Du hast jetzt das Glück gehabt, dass da noch nicht so viel mit zu tun gehabt, also noch nicht so der Schock da gewesen. Ja, nee, noch nicht bisher. Weil die Künstler entspannt waren, oder konnte man auch so ein bisschen... Wir haben natürlich, zwischendurch haben wir mal nachverhandelt, aber grundsätzlich sind wir uns immer mit den Künstlern einig geworden und alle waren glücklich am Ende des Tages. Muss man denn da so ein bisschen feilschen? Ja, unbedingt. Ja. Also je nachdem, aber es gibt Künstler, die sind nicht so richtig bekannt schon, wollen aber irgendwie schon sehr viele Sachen haben in ihrem Backstage-Raum und da muss man halt gucken, wem man was möglich macht. Okay. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich, dass alle zufrieden sind. Wie sieht's mit deinem eigenen Geschmack aus, Musik? Hast du noch einen eigenen Musikgeschmack? Klar. Ja. Also ja, der ist auch größtenteils bei der Hip-Hop repräsentiert. Also nicht nur natürlich, ich habe auch höre auch Sachen irgendwie aus dem Punk- und Hardcore-Bereich, die jetzt nicht auf der Hip-Hop spielen, aber
man bringt schon seinen eigenen Geschmack auch mit ein. Man versucht halt irgendwie seinen eigenen Geschmack mit dem zu kombinieren, was man denkt, was auch andere Leute gut finden. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, die CO Pop ist so ein bisschen ein eigenes Mixtape. Vielleicht nicht das Mixtape, was ich am allerliebsten machen würde, aber ja, es könnte ein Mixtape sein von mir. Ja, also Annenmai Kantereit, ich sage das ja immer falsch, die sind ja komplett ausverkauft, die haben 2 Konzerte im Gloria schon von vornherein weg. Was hast du denn für uns noch, für Jana da draußen zum Beispiel, für Tipps, 2 Konzerte? Ja, unbedingt am Mittwoch Ratatat in der Live Music Hall. Die sind das erste Mal seit 2008 wieder in Deutschland, haben ein neues Album draußen und es wird richtig gut. Die haben jemanden dabei, der einen Laserführerschein hat, weil sie eine krasse Lightshow auffahren. Also ich glaube, es lohnt sich auch fürs Auge. Einen Laserführerschein? Den braucht man, wenn man Laser in einer Konzerthalle in Deutschland benutzt. Ich finde es ziemlich gut. Ich würde auch gerne einen Laserführerschein haben. Also votet jetzt für Matthias Gurt, ob er einen Laserführerschein verdient hat oder nicht. Und am Freitag kann ich tatsächlich sowohl José González im E-Werk als auch Rye im Gloria empfehlen. Welche war das? Rye, also R-H-Y-E. Das ist sehr schöner Indie-Pop, sehr entspannt mit Geigen, aber auch elektronischen Ansätzen. Also wenn man das hört, man kennt die Single, die kennt glaube ich jeder, weil das vor 3 Jahren alle abgefeiert haben. Die spielen auch am Freitag in Gloria. Ja. Und noch ein Tipp, El Guni am Donnerstag im Yuka. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Yuka, wer es nicht kennt, ist die kleine Schwester vom Clubbahnhof Ehrenfeld. Genau. Relativ neu, da gibt es auf jeden Fall interessante Gigs. Unter anderem wird, glaube ich, am Freitag auch die ganze Chose live übertragen über einen YouTube-Channel, wenn ich das richtig gelesen habe. Leider nein. Es ist nicht. Tatsächlich ein YouTube-Channel, der diese ganze Musikrichtung, die da am Freitag stattfindet, featured auf seinem Kanal, also jeden Tag irgendwie 1, 2 Lieder raushaut. Der hat irgendwie 1 Million Abonnenten auf seinem Channel, der präsentiert die Party, wird selber auflegen. Und um seinen Channel ist diese Party-Thematik gestrickt, also was die Künstlerauswahl angeht. Also man muss schon hingehen, um das zu erleben. Also YouTube hat es bis zur CO Pop geschafft. Sophia, haben wir noch Fragen an Matthias, beziehungsweise an die bunten Jungs von den Global Warmers? Also es wird auf jeden Fall nach Empfehlungen gefragt, aber das haben wir jetzt schon dann erledigt. Ich denke, da ist auch viel mit geholfen auf jeden Fall. Ja, alle freuen sich auf jeden Fall auch auf das Festival. Das ist so die Stimmung. Das ist die Stimmung da draußen. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, könnt ihr natürlich auf die Seite vom CO Pop Festival gehen. Da findet ihr nochmal das gesamte Programm aufgelistet und über alle einzelnen Artisten auch sehr nette Texte, wie zum Beispiel hier die beiden. Und ich würde sagen, ihr wolltet auch mal eine kleine Live-Performance zeigen neben eurem starken Video. Die hauen wir einfach mal raus. Haut in die Tasten. Ich verabschiede mich einfach schon mal im Vorhinein, je nachdem wie lange das Lied geht, werden wir uns vielleicht nicht mehr hören oder sprechen. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Danke und wir würden euch jetzt gerne auch tanzen sehen, wenn wir spielen. Ist ja nicht nur eine Floskel. Ja, klar. Okay, das Mikrofon gebe ich dir sofort. Matthias, schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Ich klaue mir mal dein Mikrofon hier. Das kannst du hier einrichten. Und wie heißt der Song genau? I Just Wanna See You Dance. Also das, was wir eben als Video gesehen haben, jetzt nochmal in der Akustikversion mit Cajon und Gitarre. Bitteschön, Bühne frei für euch beide. 2, 3, 4. The day is done, the night is young. No more, this is the spot to have some fun. You're so hot, spinning round, dripping wet, riding on the wave of sound. Feel the heat, the sand beneath your toes. With every beat, my desire grows. I just wanna see you dance like it's your last chance. We're the type of people going crazy, and we're just getting started, baby. I just wanna see you dance. Find your way through time and space. Can't resist the way your body resonates. Put your hands up in the air. Shake your hips like you just don't care. Feel the heat, the sand beneath your toes.
With every beat, my desire grows. So I just wanna see you dance like it's your last chance. We're the type of people going crazy, and we're just getting started, baby. I just wanna see you dance. Wrap your legs from North to South Pole. Raise the heat, feel the beat, and get down low. Your cherry lips are what I'm craving for. Come real close and let me have some more. Oh, I just wanna see you dance like it's your last chance. We're the type of people going crazy. Oh, we're just getting started, baby. I just wanna see you dance like it's your last chance. We're the type of people going crazy, and we're just getting started, baby. I just wanna see you dance. Wow, Dankeschön. Tschüss, bis morgen mit Big Baller Mike. Macht's gut.